1945 war nach Jahren das erste Weihnachtsfest ohne Angst, das erste Weihnachten mit hellen Fenstern. Das war das große Geschenk dieser Tage. Und nie wieder Krieg, nie wieder deutsche Soldaten, das war fast eine heilige Devise. Über die Weihnachtsfeiertage wurde die Ausgangssperre auf 2 Stunden beschränkt, von 3 bis 5 Uhr morgens. Der Schlager jener Tage war Don't Fence Me In, sperr mich nicht ein. Oh, give me land, lots of land, under starry skies above. Don't fence me in. Auf dem Christkindlmarkt standen immerhin schon 30 Buden. Es gab Holzspielzeug, bescheidene Süßigkeiten, Rauschgoldengel und gefärbte Mistelzweige. Und das gab es damals für Kinder zu kaufen, für Kinder, die Gottlob nicht wussten, was ein Weihnachtsmann in normalen Zeiten zu schenken pflegt. 10 Jahre später, Weihnachten 1955. Die meisten Trümmer waren beseitigt, neue Fassaden verwischten die Erinnerung. Längst gab es die D-Mark, die Läden waren voll. Die Fresswelle war bereits passé. Es war kein glänzendes Fest, aber es war ein zufriedenes, ein sattes Weihnachten. Es war der Normalverbraucher, der das Geschäft bestimmte. Er war jetzt dabei, sich zu Hause einzurichten. Er dachte praktisch. 70% wollten preisgünstig kaufen. Haltbarkeit, Reparierbarkeit waren wichtige Kaufargumente. Ein paar Strümpfe oder ein Handtuch galten als ausreichendes Weihnachtsgeschenk. Ein Oberhemd mit Krawatte genügte für den Herrn. Das Geld war da, aber es gab noch keinen Überfluss und es gab so vieles, was unbedingt notwendig war. Kleine Geschenke waren wirklich kleine Geschenke. Auch die Kinder hatten Teil an diesem normalisierten Lebensstil. Im Theater gab es Märchenvorstellungen. Weihnachten war wieder zum Fest der schönen Träume geworden. Hier eine Szene auf der Himmelswiese, wo Peterchen und Anneliese ihre Mondfahrt unterbrachen. Weihnachten 1965, 20 Jahre nach Kriegsende. Beim Juwelier werden Ringe nicht nach Schönheit, sondern nach Karat gekauft. Wer erinnert sich heute noch an die beschämenden Rationen, die es vor 20 Jahren gab? Heute bietet ein gut geführtes Feinkostgeschäft 140 Wurstsorten, 120 Käsesorten und 400 verschiedene Weine und Spirituosen an. Für viele wird der Stil ersetzt durch die Aufmachung. Nicht nur, dass die Puppen soliden Wohlstand ausstrahlen. Die zahlreichen Garderoben dieser sexy Dame kosten komplett fast 1000 Mark. Was an dieser Stange vor 10 Jahren noch 150 Mark kostete, ist verschwunden. Dieser Mantel ist mit 700 Mark ausgezeichnet. Der normale Verbraucher, hin und her gestoßen von Reklame und überreichem Angebot, hat es noch nie so schwer gehabt wie in diesem Jahr. Am Heiligen Abend werden manche eine Weile brauchen, ehe sie merken, dass das Weihnachtsfest eigentlich mehr ist als nur ein Fest der Konsumenten.